Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, wir haben ja nur noch jetzt, lasst mich kurz gucken, 7 Tage oder 8 Tage bis das Transferfenster schließt und von daher können wir ja nochmal so ein kleines Recap machen. Stunny ist weg, Pavard ist in der Luft und Gravenberch ist auch noch ein Thema und ein Sechser und ein rechter Verteidiger und ein Torwart ist im Anflug und wild. Ja, haben wir natürlich auch schon ein bisschen im Discord drüber geschrieben, wer da Interesse dran hat, FC Bayern und grundlegender Fußball-Discord. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Seid ihr herzlich eingeladen. Ja, aber da ich da nicht immer irgendwelche Romane reintippen kann und will, weil mir einfach die Zeit und die Lust so fehlt, verarbeite ich das Ganze hier im Video. Ne? Also, erstmal habe ich jetzt gerade gelesen, ja, es war sich, oder die Taskforce war sich uneins, ob man Stunny jetzt abgibt oder nicht. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht wirklich. Auch die Aussagen von Stunny geben mal wieder kein gutes Bild zu unserem Verein ab, muss man sagen. Also wenn man da hört, dass er nicht genau wusste, ob ein Pavard jetzt bleibt, geht oder dass er sich so ein bisschen in der Luft gehangen gefühlt hat und dann doch verwundert war, dass er doch gehen durfte und so weiter, ist das schon alles wild. Also erstmal zu Stunny selber. Ja, eine nachvollziehbare Entscheidung. Ja, auch eine nachvollziehbare Entscheidung aus Vereinssicht, sofern man denn einen anderen rechten Verteidiger verpflichten möchte. Was man dann halt tun muss, ja. Ansonsten war es keine schlaue Entscheidung. Muss man auch mal ganz klar sagen. Weil Stunny kann rechts spielen, kann auch mal links aushelfen zur Not. Kann auch einen Innenverteidiger geben, wie er schon gezeigt hat. Ja, mal gut, mal schlecht. Ist jetzt nicht super konstant, noch nicht. Wie auch, wenn er immer nur so unregelmäßig spielt. Von daher für ihn persönlich und auch für uns als Verein kann es sehr gut sein, wenn er sich in Leverkusen durchsetzen sollte. Das weiß man natürlich auch noch nicht. Da ist natürlich auch eine Konkurrenzsituation da. Die haben ihn jetzt nicht verpflichtet, um zu sagen, hier, Stunny, du bist jetzt unser Stammspieler, weil warum sollten sie das tun bei einem Jahr Leihe ohne Kaufoption? Dass das gut klappen kann, haben wir in der Vergangenheit bei Philipp Lahm mit David Alaba, ja, bei Alaba gesehen. Das kann fruchten, ich würde es ihm auch gönnen. Ja, er hat auf jeden Fall Veranlagungen. Hat er bei uns ja auch schon gezeigt. Erinnert euch an, gegen Mbappé, gegen Paris. Hat aber natürlich auch ein paar schlechtere gezeigt. Aber nochmal, das ist auch völlig normal, wenn man nicht regelmäßig spielt. Also von daher, aus Spielersicht super, aus Vereinssicht, ja, sehe ich das 50-50. Wie gesagt, auf der einen Seite, ja, logisch, super. Kann er sich vielleicht entwickeln, kann den nächsten Step machen und würde... Keine Ahnung, er macht den nächsten Step, sag mal, er macht einen Riesenstep und kommt als Philipp Lahm wieder so in der Art, jetzt, ne, ihr wisst schon, was ich meine, jetzt nicht vom Leistungsniveau von Philipp Lahm, aber er kommt als gestandener Rechtsverteidiger wieder und geht dann in den Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, dann spart man vielleicht, was weiß ich, je nachdem, wie er sich entwickelt hat, sag ich mal, 30 Mille grob. So. Jetzt ist aber das Dilemma Pavard da. So, Pavard möchte wechseln und ich verstehe auch nicht, warum man ihn zwingen möchte, bei uns zu bleiben. Was man ja teilweise gelesen hat. Kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, weil erstens kriegst du nächstes Jahr kein Geld, da wurde beim Alaba ein riesen Troboho drum gemacht, dass man den ablösefrei hat gehen lassen und der Spieler möchte wechseln, weil der Spieler nicht mehr als Rechtsverteidiger spielen möchte. Er möchte gerne seine Karriere als Innenverteidiger fortsetzen. Und das finde ich ist auch ein legitimer Wunsch und ich finde es auch völlig legitim, dass man das dann zum Ende der letzten Saison so klar äußert und dem Verein Bescheid sagt, so dass der Verein, ähnlich wie es Harry Kane getan hat, so dass der Verein halt auch eine Ablöse generieren kann, was er sonst nicht könnte, ja. Von daher verstehe ich jetzt auch den Hate so und dieses Draufgehauen auf ein paar war nicht wirklich, sage ich euch auch ganz ehrlich. Dass er jetzt ein bisschen bockig ist doch verständlich, ja. Klar, wahrscheinlich waren die Absprachen mit Brazzo und Olli noch, wo dann gesagt wurde, jo, du kannst dann nächstes Jahr geben, wenn dann ein entsprechendes Angebot kommt. Jetzt sind andere Menschen am Drücker. Aber nochmal, die sind ja auch nicht am Kopf gefallen. Erstens, was willst du mit dem Spieler? Das haben wir letzte Saison schon gesehen, wo er Rechtsverteidiger spielen musste. Und da habe ich in den Kommentaren gelesen, ja, er ist dann schon professionell genug, das dann auch noch ein Jahr zu machen. Nee, sehe ich nicht so. Man hat die letzten 1-2 Jahre schon gesehen, was der für eine Pfanne zieht, wenn er Rechtsverteidiger spielt.
Ja, in der Champions League und so weiter hat er sich da auch den Arsch aufgerissen. Ansonsten war das auch alles eher unterste Schublade, wenn er Rechtsverteidiger spielen musste. Wenn er Innenverteidiger spielen musste, gar keine Frage. Ist er aufgeblüht, hat wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht. Gar keine Frage. Hat natürlich auch mal als Rechtsverteidiger gute Spiele gemacht. Wir müssen jetzt nicht alles schlecht reden. Aber er hat halt einfach keinen Bock mehr auf diese Posi. So, und das ist auch legitim. Ja? Fertig. Und wenn der Spieler sagt, er möchte wechseln, klar, am Ende des Tages, wenn der Verein sagt, nee, du erfüllst deinen Vertrag, wir verzichten auf eine Ablöse, klar, da sitzt der Verein dann am längeren Hebel. Aber nochmal, wir haben letzte Saison gesehen, was es heißt, dass ein Kader da ist, der nicht harmoniert, der irgendwelche Stinkstiefel da drin hat, wo Neid, Missgunst an der Tagesordnung ist, und das gilt es einfach zu vermeiden. Ja, und wenn Inter Mailand 30 Millionen zahlt, ja, dann weg. Wir werden für 30 Millionen auch einen Ersatz kriegen. Es geht jetzt ja nicht darum, dass er Stammspieler werden soll. Wobei ich die Entwicklung auf der Rechtsverteidigerposition auch ein bisschen bedenklich finde, muss ich nicht ehrlich bin. Ja, Mats Rui hat eine sehr, sehr gute Phase mit dem Nagelsmann gehabt. Völlig zu Recht, super stark gespielt, auch jetzt zuletzt besser reingekommen. Ja, aber dass ein Tuchel ihn so konsequent ignoriert hat, bisher eigentlich, ja, bis dann vor 2 Testspielen oder sowas und dann jetzt die Spiele, finde ich schon schwierig. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, unter Nagelsmann hat er wirklich eine starke Phase gehabt. Ich bin sehr gespannt, wenn er da wirklich irgendwie ohne große Konkurrenz auf dieser Position sein sollte bei uns, ob er das Leistungsniveau schafft und es auch hält. Ich würde es mir wünschen, ja, er fußballerisch ist eine Kanone, alles, was man so gesehen hat. Und ja, dann reden wir von einem Backup. Wenn wir dann aber darüber reden, wir kriegen 30 Mille für ein Pavard, kannst du auch davon ausgehen, dass du die wieder 20 plus einsetzen musst. So, und dann ist die Frage, rechnet sich das alles? Macht das alles Sinn? Oder wäre es vielleicht sinniger gewesen, man hätte gesagt, wir hauen den Stunny mit Mats Rui im Konkurrenzkampf. Ja, dann hätte wahrscheinlich Mats Rui rumgezickt, weil er ja auch schon rumgeheult hat. Ähnlich wie in Gravenberg, wenn ich hier nicht spiele, dann will ich weg. Ja, weiß ich nicht. Fühle ich da nicht so eine Aussagen. Schwierig zu beurteilen. Ich denke jetzt mal, dass die Herren in dieser Taskforce nicht ganz so hohl sind, wie sie teilweise andere Leute das denen unterstellen, so dass wir schon den Gedanken haben und schon Kontakte haben, da einen Rechtsverteidiger, der vielleicht auch noch einen Innenverteidiger zusätzlich spielen kann, zu verpflichten. Nochmal, ob das dann alles so sinnig ist, weiß ich nicht. Erst recht nicht, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, ja, I don't know. Wenn wir da jetzt irgendwie so eine Übergangslösung verpflichten, verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Nochmal, von meiner Sicht hätte man dann auch einen Stunny, ist ja nicht so, dass Stunny jetzt gesagt hat, ich will unbedingt weg. So, ja, man hätte einen Stunny im Konkurrenzkampf mit Mats Rui schicken sollen. So, da musst du jetzt entweder einen verpflichten, der in Konkurrenzkampf gehen kann, ja, so dass da auch wirklich Konkurrenzkampf herrscht, oder du verpflichtest einen, der weiß, ich bin hinten dran und das war's. So, ist das dann irgendwie die Lösung, wenn sich Mats Rui verletzt oder sonst was? Weiß ich nicht. Ne? Also Pavard für mich, darauf zurückzukommen, muss verkauft werden. Punkt. Du brauchst keinen Spieler, guckt euch die Paulaner-Fotos an, der eine Fresse zieht bei irgendeiner Teampräsentation, ja, der eine Fresse zieht, wenn er auflaufen soll und sonst was. Das macht alles keinen Sinn. Nochmal zur Not, wir haben ja den Master Leader bei uns im Team, wir haben ja unseren Anführer Jo Kimmich und da muss man sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Punkt. Ja. Wenn es hart auf hart kommt, muss ein Kimmich Rechtsverteidiger geben. Fertig, aus. Mickey Maus. Brauchen wir nicht drum herum reden. So, wir haben vier Mittelfeldspieler. So, dann kann auch einer auf die Rechtsverteidigerposition rutschen. Wenn Mats Rui die Erwartung nicht erfüllen sollte oder wenn er mal verletzt ist, sonst was. Ja, dann muss ein Kimmich in den sauren Apfel beißen und muss die Position geben. Punkt. Ja, ich weiß, auch ein Leimer kann diese spielen, aber ja, es wäre auf jeden Fall ein plausibler und ein guter Grund, einen Kimmich mal aus dem Mittelfeld wegzuziehen. Ja? Nicht ganz ehrlich. Ansonsten ist das schon ein bisschen was wir da gerade wieder für ein Bild abgeben. Ja, jetzt hat man sich da hingestellt und gesagt, ja, wir geben den Pavard aber nicht ab, bevor wir keinen Ersatz haben. Die Aussage fühle ich auch schon mal so gar nicht. Und deswegen ist auch der Pavard und zieht da so eine Pfanne und so. Was soll diese Aussage bringen? Ja, dann willst du wirklich darauf verzichten, auf 30 Millionen, die du jetzt kriegen kannst und gibst sie ihnen dann im nächsten Jahr ablösefrei ab, oder was?
Oder verschacherst ihn in der Winterpause für 15 Mille oder was? Du musst dann in der Winterpause noch einen anderen holen. Also, nein, fühle ich alles nicht. Ganz komisches Bild, das wir da abgeben. Nochmal, ja, dass Pavard wechseln möchte und wechseln soll. Da brauchen wir noch nicht drüber rumreden. Was hat man jetzt erwartet? Ja? Dass man dann Stani abgibt, bin ich sehr gespannt, was da dann jetzt die Lösung sein soll. Auf der Rechtsverteidigerposition. Bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir da jetzt irgendwie eine Kanone verpflichten wollen, ja, dass Mazrui da wirklich Konkurrenzkampf hat oder ob es das irgendwie so eine Nulpe wird. Der da irgendwie dann ein Ersatz, keine Ahnung, wir haben ja noch einen Bunazar, darf man ja auch nicht vergessen, aber der ist ja Nulpe hoch 10, Alter, den brauchst du ja gar nicht einplanen. Ja, I don't know. Spannend, nenne ich es mal, positiv gesehen. Spannend, was da passiert auf Rechtsverteidigerposition. Torwartposition, Perez ist ja jetzt angeblich so gut wie safe. Man hat sich angeblich auf eine Ablöse geeinigt. Warten wir mal ab. Wie gesagt, für mich ist das immer erst safe, sobald das offiziell auf der Homepage steht und der Vertrag unterschrieben ist. Wir haben es beim Hernandez gesehen, da war auch alles safe, dass er verlängert und dann war es doch nicht so. Also da muss man immer Ruhe bewahren. Wenn es offiziell ist, können wir darüber sprechen. Aber, ja, habe ich in einem anderen Video gesagt, macht für mich auf jeden Fall mehr Sinn, als da jetzt irgendwie so einen abgehalfterten alten Sack wieder zu holen, der sich da irgendwie ein Jahr wieder die Nummer 2 gibt, so wie es mit Sommer war. Das macht keinen Sinn. Wenn der Junge, vielleicht macht er den nächsten Schritt bei uns, ja, entwickelt sich hinterm Ulle, macht den Ulle vielleicht schon Konkurrenz. Wer weiß, wird man sehen. Und dann kann er nochmal von Manu und Ulle ein Jahr lernen und dann kann er vielleicht, ja, in einem Jahr da reinrutschen, wer weiß, ne? Macht für mich auf jeden Fall mehr Sinn. Sind gut investierte 5 Mille plus X plus 1 Bonuszahlung, was weiß ich, mal abwarten. Wenn es safe ist, können wir da ein bisschen mehr drüber philosophieren. Ja, also ich gehe davon aus, dass ein paar Waren noch wechseln wird. Kommen wir zum nächsten, Gravenberg. Ja, Tuchel hat gesagt, er sieht ihn als Offensiven, also eher als Achter oder Zehner, definitiv nicht als Sechser. Ist klar, dass er das sagt, er möchte ja einen Sechser verpflichten, wo ich ganz zu 110% dahinter stehe, habe ich ja auch schon gesagt. Zähle ich auch erst seit 1,5 Jahren hier auf diesem Channel. Ja. Traurig aber wahr. Ich halte viel vom Gravenberg, ich habe viel von ihm gehalten. Die trotzige Art letztes Jahr konnte ich ein bisschen nachvollziehen, weil er wirklich übergangen wurde, auch teilweise. Aber wo soll jetzt der Platz sein? Ja gut, jetzt ist Musiala, fällt aus 4 Wochen sehr wahrscheinlich. Da wäre jetzt Platz. Aber ist auch noch ein Müller da, der wieder reindrängt. Klar, Müller kann auch eher halb rechts oder rechts spielen, wer weiß. Bin ich sehr gespannt, wer am Wochenende aufläuft auf der 10er-Position, ob es ein Gravenberg ist oder nicht. Ja, wild. Also mein Dingen wäre, ja, eine Perspektive kann man ihm nicht wirklich geben. Machen wir uns nichts vor, es ist ein Musiala fehlt, spielt Musiala auf der 10, Punkt. Ja, klar kann der auch mal einen Achter geben, wenn mal Müller einen davor spielt oder sowas. Aber es ist ja nicht so, dass ein Gravenberg dann die 8 spielt. Ja, da ist ein Kimmich. So. Gut, sollten wir keinen Sechser mehr verpflichten, ja, dann kannst du natürlich sagen, wer ist ein Gravenberg, dann hast du 4 Spieler für die 2 Positionen. Oder der Gravenberg kann dann auch mal den Zehner geben, alles gut. Aber wenn du noch einen Sechser verpflichten möchtest, dann hast du 3 Spieler für eine Position. Klar kann so ein Leimer auch mal den Sechser geben, klar kann das ein Kimmich und Goretzka auch mal. Aber wenn es darum geht, wir wollen eine Holding Six, einen defensiven Mittelfeldspieler und wollen ihn dauerhaft haben, auch in Spielen, wo wir maßlos überlegen sind, dann haben wir 3 Spieler für eine Position und das ist für die Position 8. Dann hast du da einen Kimmich, einen Leimer und einen Goretzka. So. Gravenberg ist die Nummer 4. Wie viele Spielminuten soll der Junge dann kriegen? Ja, also, ja, man könnte natürlich auch sagen, verleih ihn ein Jahr. Würde ich auch fühlen, definitiv. Er muss aber spielen. Punkt. Ja, und da muss man halt dann auch, sollte er sich wirklich entwickeln, muss man dann in den nächsten Jahren auch klar sagen, man muss jetzt mal einen Goretzka und einen Kimmich absägen. Ja, jetzt nichts gegen Leon, der aufsteigende Form, Kimmich dümpelt dahin, wie letzte Saison auch, spielt trotzdem immer. Ja, I don't know. Das ist unsere größte Baustelle in unserem ganzen Kader, ist der tolle Herr Kimmich. Ja, der bräuchte einfach mal 1, 2 Spiele einen Denkzettel. Punkt. So. Verstehe ich auch nicht, dass es da keine klaren Ansagen gibt. Aber ganz anderes Thema. Könnte man ein extra Video drüber machen.
Ja, bin ich sehr gespannt, ob wir noch einen Sechser verpflichten. Ich denke, aktuell ist Torwart, sollte so gut wie abgehakt sein, wie es sich zumindest liest. Nächste Baustelle ist der Rechtsverteidiger oder ein Innenverteidiger, der zufällig auch als Rechtsverteidiger spielen kann. Ich weiß nicht, wer kann auch ein Upa mal Rechtsverteidiger spielen oder Minjay, ich habe keine Ahnung. Wild, was wir da gerade wieder für ein Bild abgeben, weil, wie gesagt, nochmal, die Sache mit Pavard war eigentlich seit Monaten klar. Er hat es ganz klipp und klar geäußert, er wird den Vertrag nicht verlängern. Und ja, dann stellt man sich doch nicht als Verein dahin und sagt, jo, dann gebe dich ablösefrei ab, wenn man jetzt 30 Millionen kriegen kann und die reinvestieren kann. Also, da haben wir keine guten Hausaufgaben gemacht. Vielleicht war man da naiv, blauäugig und das ist ja das, was ich gesagt habe. Deswegen hat er in jedem Testspiel gespielt in der Innenverteidigung, weil Tuchel ihm schön Zucker in den Arsch geblasen hat. Aber wenn der Spieler das klar kommuniziert hat, verstehe ich nicht, warum man das gemacht hat. Es wäre viel sinniger gewesen, da Minjay und De Ligt sich einspielen zu lassen. Ja. Oder meinetwegen Upa. Ist ja Wurst jetzt am Ende. Aber ja, keine Ahnung. Geben wir auf jeden Fall wieder ein wildes Bild ab in unserer Taskforce. Ich denke, man sieht, ja klar, wir können jetzt sagen, Minjay und Kane, super Transfers. Aber im Großen und Ganzen geben wir da schon ein leicht verwirrtes Bild ab, finde ich. Aber nochmal, ja, wenn man die Umstände bedenkt, ist das okay, was wir bisher geleistet haben. Aber die Zeit wird jetzt knapp, es wird jetzt langsam wirklich Zeit. Wir haben noch 7 Tage, das jetzt mal bam, bam, bam. Ne? Da warte ich aber schon seit Anfang der Transferperiode drauf. Aber wir sehen es ja, wir falschen ja selbst wir haben über 100 Mille für Harry Kane ausgegeben und dann falschen wir irgendwie um 100.000 mit Maccabi Tel Aviv, Alter, wegen Torwart, also. Und ziehen das irgendwie 2 Wochen in die Länge. I don't know why. Naja. Sei mal dahingestellt. Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu der Pavard-Situation und zu Stani. Ja, ansonsten wird ja nichts mehr passieren. Auf den Außen wird nichts passieren. Da müssen wir uns nichts mehr vormachen. Bin ich sehr gespannt, inwieweit sich das entwickeln wird. Aber ich bin da guter Dinge, weil Harry Kane da ist. Der wird halt, glaube ich, schon gesagt, viel Druck da wegnehmen bei den Jungs außen. Dass es ein bisschen besser werden wird. Ansonsten haben wir ja noch Rafael Guerrero, der zurückkommt. Ich weiß gar nicht, ob der auch rechts spielen kann, rechten Verteidiger zur Not. Wenn ja, kann man das noch nachvollziehen, dass man dann sagt, Stani verleihen wir und wir holen keinen neuen Rechtsverteidiger, sondern haben ihn als Backup für beide Seiten. Wenn das so ist, dann okay, dann kann ich es nachvollziehen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt da hingehen und nochmal irgendwie 20, 30 Meter jetzt raushauen, I don't know. Ich bin gespannt. Wir werden noch lustige 7 Tage haben, denke ich, bei uns. Ja, ich würde den 6er holen. Die Holding 6 für den Tuchel. Allein schon mit dem Hintergrund, dass man dem Trainer die Ausrede nimmt. Ja? Also Tuchel hat das vor Wochen gesagt, dass wir diese Art Spieler nicht bei uns haben, dass er diese Art Spieler für sein System braucht, was ich auch völlig legitim finde. Ja, wenn der Verein das dann nicht möchte, weil machen wir uns jetzt nichts vor, für den Gravenberch kriegst du auch 30 Millionen von Liverpool. Punkt. Ja, dann tust du vielleicht nochmal 10 Millionen drauf und holst irgendeinen Sechser, sind ja genug Namen im Gespräch. Und dann ist das Thema durch. Ja, fertig. So, dann hat der Trainer seinen Wunschspieler, hat keinerlei Ausreden mehr. Also, Tuchel braucht keine Ausreden, meines Erachtens nach, aber die hat er dann natürlich. Ja, wenn dann die schwierigen Spiele kommen. Und es ist ja noch nicht mal eine Ausrede. Selbst gegen Bremen hat man das teilweise gesehen. Ja? Wir brauchen einfach einen defensiv denkenden Sechser. Punkt. Und den haben wir bei uns im Team nicht, weil ein Kimmich alle Positionen spielen möchte. Ein Goretzka ist auch kein defensiv denkender Sechser. Auch wenn er es ordentlich gemacht hat. Ein Leimer auch nicht. Man beraubt ihm auch seine Stärken, wenn man ihn da hinten auf die 6 stellt, anstatt ihn auf die 8 zu stellen. Aber auch nur meine bescheidene Meinung. Aber damit stehe ich ja nicht alleine, wenn der Tuchel dieselbe Meinung hat. Also ich pflichte ihm da 100% bei. Ich bin sehr gespannt, was da passiert die kommenden Tage. Ja, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare, auch zu der Stani und Pavard-Situation, obwohl ich da denke, zur Pavard-Situation gibt es keine 2 Meinungen, oder? Also willst du mit einem unzufriedenen Spieler, der weg möchte? Und warum sollte man auf das Geld verzichten, was man nächstes Jahr nicht mehr kriegen will? Nur um da zu zeigen, wir sitzen am längeren Hebel oder was, fühle ich persönlich nicht. Ansonsten, kleiner Fun-Fact, wo Harry Kane verpflichtet wurde, war ich ja in München und so weiter. Und da habe ich ja schon berichtet, da wurden unendlich viele Trikots verkauft. Jetzt kamen die ersten Zahlen raus. Am ersten Tag wurden 13.000 Trikots mit dem Kane-Flock gekauft.
Am ersten Tag. Ich bin mal gespannt, was da für Zahlen am Ende des Tages rauskommen. Also, weil so viele ja sicher immer auf diese 100 Millionen rumreiten. Natürlich wird er da einen gewissen Teil wieder reinspielen. Klar ist jetzt nicht ein Trikot, was 120 kostet, dann irgendwie 120 gewinnen. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Darum geht's auch gar nicht. Einfach nur, um zu zeigen, der Hype ist real. Ja, und der Hype regeneriert halt auch Money. Ja, was halt ein Vlahovic oder sowas mit Sicherheit nicht geschafft hätte. Da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Aber das Thema will ich jetzt gar nicht wieder anfangen. Ich wollte es einfach nur erwähnen, weil da so viele auf diese 100 Millionen rumreiten. Ich denke, merchandise-mäßig geht da einiges. Und natürlich auch sponsorenmäßig wird das auch nochmal ein anderes Ding werden, weil da gibt's ja auch ein paar Gerüchte zu. Aber auch das wäre ein kurzes Extra-Video wert, da mal drüber zu schnacken. Muss ich mal gucken, wie die Zeit da ist. Das war's. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Morgen Abend gibt's Reaction von der Pressekonferenz. Ich bin sehr gespannt, was da erzählt wird. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.